Ein Heimspiel. Im Scharfrichterhaus, dort wo alles anfing, beginnt Sigi Zimmerschied seine Tour. Heini Himmel ist Coach. Er kann nichts und weiß alles. Ein Manipulator und Menschenzerstörer. Er könnte auch Guru sein, Unternehmensberater oder amerikanischer Politikdarsteller. Sehen Sie, ich bin Ihr Coach und nicht Ihr Beichtvater. Bei mir ist die Nächstenliebe die Sünde und die Lüge das Sakrament. Ja, Arschloch, ich weiß, ja. Ich kenne Ihr Selbstwertgefühl, natürlich. Ja, die Amputation, die Suspendierung, das Artensterben, die Prostata. Apropos Prostata, ich bin der Nabel der Welt. Eine Kampfansage an die Wirklichkeit. Zwangsräumung. Und wie mein Vater zu sagen pflegte, sei dankbar für jede Niederlage. Wer nicht hinfällt, kann nicht aufstehen. Und wer nie aufsteht, der ist tot. Die Botschafter von dem Programm, die Kaputtheit der Despoten, das, was hinter diesem Machtgetue steht, was hinter dieser scheinbar übermächtigen Einflussnahme steht, nämlich Typen, die selber kaputt sind, die sich selber nicht gefunden haben, die selber nur den anderen benutzen, um sich größer zu machen. Wo bist du, Heini? Ich sehe dich nicht. Mach dich größer, Heini. Sprich lauter, Heini. Und keinen Dialekt. Denk über Heini hinaus. Sprich zur ganzen Welt. Der Mensch ist eine Amöbe mit Festplatte. Ein Zellhaufen, der strukturiert werden muss. Ein Nichts mit Anspruch. Heini, wo bist du? Du Wurm! Heini, der zynische Coach, ein Wicht in den Augen des längst verblichenen Vaters. Gymnasium Leopoldinum. Anstalt hat's immer geheißen. Mit Abgründen kennt Zimmerschied sich aus. Alles erfahren. Enge, klerikalen Mief und Terror. Und doch ist er hier gern gewesen. Ja. Du gesagt, meine erste Theaterbühne. Kommen Sie, schauen Sie. 36 Verweise hat er im Leopoldinum erhalten. Bis heute Rekord. Es war so eine Situation gegeben, da wollte mir einer ein Lehrer einen Verweis geben. Und hat mich gefragt, was mir lieber ist, ein Verweis oder ein Watschen. Da habe ich gesagt, du gibst mir ein Watschen, dass du auch ein bisschen arbeitest. Dann hat der so zum Lachen angefangen, die ganze Klasse hat gelacht und er war nicht mehr fähig, mir den Verweis zu geben, weil er gelacht hat. Und da habe ich Satire immer als Waffe kennengelernt. Oh, Mama, was ist denn noch? Ja! Ja, ich weiß schon, Mama. Nicht so viel onanieren, ich weiß schon, ja. Ja, Mama, aber ich kann das jetzt doch, ich weiß jetzt genau, wie es geht. 95 Grad Kochwäsche und Fleckenteufel, geht alles raus. Überhaupt kein Problem, Mama. Du hast völlig recht gehabt. Was? Hilft gegen sexuelle Dauererregung und Hysterie. Mama, ich bin nicht hysterisch, verdammt nochmal! Ich bin nicht hysterisch! Hab ich schon mal gesagt? Stets war Sigi Zimmerschied ein Körperkünstler. Er ist es immer noch, auch mit 71. Und ein Meister der Sprache. Niederbayerisch? Ja klar, niederbayerisch. Er hat Rhythmus, Melodie und nebenbei alle Facetten des Beleidigens drauf. Immer noch wie damals, als sie Paria waren. Verleumdet und verklagt in Passau. Und nur das Scharfrichterhaus hatten. Entschuldige, ich lache ja gar nicht. Unser Beginn in Passau war ja eigentlich eine Notwehrsituation. Also es war eigentlich eine erdrückende Situation, eine übermächtige CSU-Kirche, zwei Zeitungen, die alle denselben Chefredakteur haben. Das ist eine Situation, in der die meisten entweder abhauen, München, Berlin war damals sehr in Mode, oder resignieren. Wo haben sie aufgehängt? Und wir haben die Bühne entdeckt als Raum für Gegenwehr. Hey! Mach du hier nicht den Affen! Red du nicht von Aufstieg! Du bist nicht der Hügel, du bist die Senke. Und du angelst nicht. Du bist der Wurm. Scheiße. Jetzt brauche ich schon wieder die.
Jetzt brauche ich schon wieder die. Das ist so, ich bin gleich wieder um. Das ist dieser scheiß Vater. Der Vater, leg mich doch am Arsch. Das hat sich nicht viel geändert. Wenn man jetzt einmal diese Anfänge entkleidet von diesem Pittoresken, von diesem Weihrauch und Klerus. Im Grunde ist es immer um Opportunismus gegangen. Es ist immer um Anpassung gegangen, um Enge gegangen, um diesen verrückten Versuch, die Heillosigkeit dieser Welt zu retten, zu erklären, in Muster zu pressen. Darum ist es immer gegangen. In jedem Programm. Mit immer wieder anderen Figuren, mit immer wieder anderen Erzählansätzen. Aber das ist mein Kernthema. Glocken und Erleuchtung. Vom Outcast zum Local Hero. Er weiß, wo er herkommt. Von der Innenstadt nämlich. Der anderen Seite der Stadt. Die viel ärmer ist. Tschechisch, wie er sagt. Nein, da ist keine Schwermut. Was für ein großartiger, in sich ruhender, seit 50 Jahren revoltierender Mann. Naja, schon ein Niederbayer. Das reicht.